als ich 18 Jahre alt werde, dann leite ich mich taufen. Aber vor dem Taufen, dann muss wir übereinmerken, denke ich, bei Menschen, wo wir uns verschuldigt haben. Und ich denke, nach einem Abend, dann fuhr ich noch einen über, eine Person auf der Kolonie und ich merkte überein, ich hatte mich verschuldigt bei denen und ich merkte überein. Und dann, als ich da war, dann musste ich einmal Truck fahren, so saß ich können. Das Gravel flog nach alle Seiten und ich war ich. Ich weiß nicht mehr, was ich so Frau wird, oder durch wird, oder was ich wird, aber. Wenn wir hier nach Tauffast kommen, dann fahren wir durch 2 Dörfer. Entweder das hier, oder dort so, meist bei dem Korridor, und dann durch wir. Und so haben, dass wir auf dem Weg auch Gott sie nicht Kinder sind. Und so werden wir die Dörfer respekten, weil wir nicht so durchfahren, als wenn wir groß was wir reingemerkt haben. Und so, da sind Kinder in beiden Dörfer, und wir würden unbedingt nicht wollen, einmal in Kind fahren oder was. Das ist das letzte Ding, was wir wollen. So bloß ein bisschen Erinnerung, dass wir, wenn wir hier wegfahren oder herkommen, dass wir unsere Dörfer respekten, dass wir da so durchfahren, als wenn wir fahren in Hauntbuak und wir sind ganz an Zeit. Wir brauchen uns nicht so sputen. Nieet Läwen. Wenn wir Tauffast haben, dann reden wir von Nieet Läwen und wir vertrauen, dass die haben ein Nieet Läwen. Wir sind alle auf dem Weg. Ein Weg oder der andere. Und wenn das Prinzip von dem Weg ist, dass was immer Weg du boven bist, oder was immer Richtung du gehst, das wird die Hand kommst. Du kannst nicht sieden fahren von hier und erwarten, dass die kommst und all passen an. Du kannst nicht auf den Feind seinen Weg gehen und erwarten, dass du kommst in Gott seine Stadt an. Und so wir haben Vergebung in Christus, wir sind nie gemerkt. Paulus sagt zu den Korinther, dass wenn wir in Christus sind, dann sind wir nie geworden. Alles ist nie geworden. Das alles vergangen, das ist alles nie geworden. Und so dort müssen wir uns Leben zu sein gehen. Nicht bloß in Sonntagsmorgens in die Kirche, aber auch wenn wir im Dorf oder wenn wir in der Kolonie fahren oder in der Welt oder wenn wir Business treiben oder was immer wir tun, wir sind Gott seine Kinder. Und so ist sie nie geworden. In Römer 6, Vers 1, in 2. sagt er, was soll wir dann sein? Soll wir beim Sünden bleiben, dass die genug durch geraten werden? Aber ich will nur Kapitel 5 gehen. Und da hat er gesagt, dass wir sind durch den Glauben gerecht geworden für Gott. Nicht durch Worten, aber durch Glauben. So meint das dann, dass nu kann ich so leben, als ich will. Wenn ich sehe, unser Gott seine Gnade, so die Sünde, oh ja, Gott wird all vergeben. Und er sagt, so steht, ob kein Weg, wo soll wir, da wir zu Sinn tot sind, du wieder beim Leben. Na weet je, Daut hier meint nicht, dass ich sie körperlich gestorben, aber er meint, ich sie rausgegangen, aus das Haus sozusagen von Sinn. Ich habe dort hängen mir lassen, ich sie durch eine Idee gegangen, ich hatte der Tau gemerkt. Und dann, wenn wir da wieder lesen, dann sagt er, wir sind mit Jesus gestorben, begruft und abgestanden. Das wollen wir unterdrücken, wenn das ist ein Bild von, dass wir sind gestorben, ans altes Leben, wir sind begruft mit Jesus sozusagen, wir sind abgestanden, zu Nieet Leben. Und das wollen wir von Nieet Leben reden. Und dann sagt in Römer 6, Vers 11, gut so halten dafür, dass die für den Sinn tot sind, aber in Christus Jesus lebendig für Gott. Und so, wir wollen uns da verhauen, wir wollen uns so non-checken, weil wir sind gestorben zu sein. Das ist nicht mehr, wo ich hier, das ist nicht mehr, wo ich lebe. Sie da rausgegangen. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel gebracht von Ägypten. Als Israel da rausging, da mussten sie das Blut an denen schmieren. Und das ist ein Zeichen von der Erlösung unter Jesus im Blut. Und dann gingen sie da raus, aber sie gingen durch ein Meer. Und das sagt, der Wutter dort spült sich, und sie gingen da durch, und als sie durch wie ein Spalt, dann können wir Wutter taub. Als ein Zeichen. Wir sind nicht von Ägypten getrennt. Wir sind da rausgegangen. Nun sind wir in Nieet friert Volk, und so da mussten sie lernen. Für Gott leben. So, ich will Psalm 1 lesen. Ich wollte beides auf Deutsch und auf Englisch lesen von der, das tue ich eigentlich nicht so, aber von der Wort. Das sagt im Psalm 1, Vers 1, es steht, gesehnt ist der, der die gottlose Ehrenbrut nicht annimmt und nicht mit Sündertaub auf einen Weg geht, und nicht satt, wo die Später satten. Der aber seine Freude und im Herrn sein Gesetz hat und sich Tag und Nacht damit beschäftigt.
Der ist aus dem Baum am Wutterstrom geplant. Der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und den die Blätter nicht verwalten. Und haben gelenkt, was immer er hat. Aber so sind die Gottlosen nicht. Die sind so spree, dass der Wind verstift. Deswegen waren die Gottlosen nicht und das gerecht bestehen in der Sinne nicht in der gerechte ihre Gemeinschaft. Weil es der Herr wirkt über der gerechte ihren Weich, aber der Gottlose er Weich verjährt. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. So wir sind auf einer oder anderen Weg. In der Psalmist hat uns hier Ideas. Was meint dort, dass ich zu sehen dort sehe? Das ist, was Psalm 1 uns weiß, was meint. Und so sagt eine gesehene Person, die wandelt nicht in der gottlosen Ehrenrot, eine gesehene, eine Person, die das nie geworden in Christus, die geht nicht nur der Gottlose verrot. Die geht nicht nur seine Freunde, weil das ist eine von den schweren Dingen, einmal, was ich auch muss beleben, das hat mir bekehrt, dass ich muss meine Freunde ändern. Wenn ein Freund, weil ein Bayer schütten, like ein Joint schmecken, dort schütten, like, no, das eine Party, da wird nicht schütten, like, so, die Gottlose geben die Ruhe. Die wollen haben die so eher Ruhe folgen. Und so das sozusagen der erste Staub, was wir fertigen, wie regende Hand haben, wie geben einen kleinen Fingerseife so. Aber dann wollen wir hier sein, das Sinn nimmt die ganze Hand. Und so, mein Leben hat nicht geändert, ich bin eine neue Person, so ich nehme nicht mehr Ruhe an von der Gottlosen. Das meint so viel, ich habe andere Freunde. Wenn du mit deinen Freunden taub bleibst, was die halten singen, und der hat sich nicht bekehrt, dann ist die Gelegenheit viel gratis, dass du waren 3 in der Gläsern glaubst, wo du wirst. Der zweite sagt dann nicht, mit Sinn der Taub auf einen Weg gehen, sondern nu sehe ich mitgefahren, nu sehe ich bei der Party, nu dort auch mittrinken, nu dort auch mitschmecken, nu dort auch was immer wie tun. Wenn ich gehe nicht mit einem Taub. Erst stellen sie bloß rot, aber ich nehme den rot an, so nu sehe ich mitgefahren. Und nu gehe ich mit einem Taub. Und dann der dritte Schub sagt, nicht satt, wo die später satt, wird nu sehe ich tüß geworden. Ich habe rot angenommen, ich sie mitgefahren, nu sehe ich einer von ihnen. Das, wo Sinn schafft, immer. Aber das ist dann, wenn du an Sonntag ein Christ bist, vorblöst nur mehr mit uns mit Partien. Und so wir nehmen den Rot an und dann über dem vor wir mit. Und so Sinn wost. Sinn trägt die an, was du durchschmacklich mit bist. Wir hatten erst einmal Leute, habe ich auch lange nicht gehört, aber erst einmal Leute, dat zei dat sin will take you farther than you want to go. Like sin, wat die wieder nehmen, als wat du was tun. Sin, wat die mehr kosten, als du was tun. Und so das was Sinn schafft. Und der Psalm sagt, like, ich bin für Sinn gestorben. Ich bin da durchgegangen. Aber die Freunde sind nicht gestorben. Die Welt ist nicht gestorben. Dort, was mir nennen, das ist nicht gestorben. Und so dann, wenn wir besiegen Waschstunden und du hast einen Mordpuddel, dann sind wir ehrlich, dass du was bespratzt kriegen, wenn du wieder durchfährst. Aber wenn du dich in den Blattpuddel legst, dann wirst du ganz blattig. So schafft Sinn. Wir können einmal tödlich Spiel leben und wir bespratzen davon so zu sein, wir nehmen den Rut an. Und dann fangen wir an, da durchzugehen, dann fangen wir an, in den Mordpuddel zu legen, weil wir wollen tust da. Und so je, was den Taufen lassen, von der je sagen, die haben nie das Leben angefangen. Ist das so? Die Leben wird wiesen, als das oder nicht. Und so, wenn wir wieder mit den Menschen taub sind, wo dann haben wir halben Sünden, dann wird es schwer sein. Er sagt, der gesehene Person ist gewandelt in Gott sein Wort.
Dit meint dat ik lees hier in Gods woord. Dat meint dat ik denk aan, ik kijk er boven de raam en ik vertief me met dit. En weet je, wie zei in Verken dat wel een mens denkt zo is hij? En zo wanneer ik me vertiefen met Gods woord en ik lees dat en ik neem tijd voor God, dat wordt automatisch een weg van denken in mij. Maar wanneer ik me immer vertief met alle andere dingen, en van de eerste dag hebben we alles aan onze phones, dat weten we alle. En zo eenmaal hebben we zware tijd was en dat is wat mijn fallen hat. Aber hij zegt, de Gottesfurcht, dat hij wat Jezus aan onion, maar we zijn de vrede en de Herren zijn gezet. Nou, David redt van het gezet, en dat is wat hij had te die tijd. We hebben van jou dat evangelium, maar we hebben de ganze Bibel. En we kunnen ons vertiefen met Gods woord. Hij zegt wieder, de gezegende, die als dus een boom geplant om Rifa, die brengt vrucht te zijn tijd. Ik denk eenmaal aan dit, we hebben dit jaar als het Feyenoord was niet, dan zit het een beetje anders, maar een paar jaar weer zo dreig, en dan waren we, tenminste, we waren van hier al passen voor, waren we zwischen geweest, en Buenaventura, door zwischen, door zijn Rifa. Hij heeft gemerkt dat de boom door langs een Rifa zijn, ja, altijd rein. Ever is alle Daut, gras is ganz geel en bruin en verdreigd, maar deze boom, die blijven, en wanneer je daar is, wat heet het daar? Dan wanneer je dichterbij komt, wo de grote puddel lassen, en de bomen zijn zo jalstig rein. Weet je wat we? Die staan in een rechte Eerd, sozusagen. Die staan om Wuta. En hij zegt, zo wat het zijn met die wat niet het leven hebben. Die wat zich aan Gott zijn woord vertiefen. Die wat nicht taub gaan met de Gottlosigkeit in deze wereld, maar die zijn voor Gott. Wir sind so am Rief geplant. Wir drehen unsere Frucht. Und weet je, an der Frucht erkennen wir einen Baum. Und so dürfen wir das auch in Menschenleben, an der Frucht erkennen wir, wer du bist. An der Frucht weten wir, als du Jesus hier ist oder nicht. Das kommt dir ans Leben raus. Und so wie wir uns so sein, als Mutter geplant. Er sagt, so sind die Beise nicht, so sind die Sünder nicht. Die sind so Spree. Die worden gebaut waar een Combine. So geht man hin an Combine und checkt, wer da hängen rutscht. Das ist der Gottloser. Und der Kur, das ist der Christ sozusagen. Und so die Spree, die verstift, die verschwingt. Über dem regnet es dort sein, dann hat er das verbrannt. Und das ist ein Bild von was Gott sagt, was passiert mit einem gottlosen Mensch. Wir sind so Spree, wir haben kein Tüß, keine Warteln. Wir fliehen ans Raum und wir in uns Gott lassen. In der ewigen Verdammnis. Und so, wir wollen nicht Spree sein. Wir wollen so sein, was du nicht mit der Gottlosigkeit top geht in dieser Welt oder top lebt. Wir wollen so sein, was in Gott im Wort uns vertiefen, was du Frucht drehen und Zeit. Wir wollen nicht so Spree sein, was der Wind verstift. Wähl dir den Weg. Wenn du bist, auf einer und anderen Weg. Du kannst nicht sagen, oh, jetzt habe ich gesagt, hier in der Markt, ich habe einen Weg. Sondern ja, für euch, du bist auf einer oder anderen Weg. Und besonders die, die den Teufel und die sein uns, von der die sind nur am rechten Weg. Und ich will dir den Mund merken. Vertief je mit Gott sein Wort, wenn die Freunde haben, die den Sinn anleitet, wenn die den nicht wollen aufstehen, dann wollen die zum Schulden sein. Und das ist ein schweres Ding für uns, ein sehr schweres Ding. Und dann meine ich, dass wir Menschen hassen, aber einmal geht in die Gesellschaft rüber, wenn die Gesellschaft, das ist ein Mordpuddel. Da will ich nicht beanlegen. Und so kann ich den Mund merken, weil wir göttlich sind, weil wir die sind, die nie das Leben haben, die zu Sinn gestorben sind. Wir haben uns getrennt, wir sind zurückgegangen in der Jetten, dort wo das hängt, ans Tod gekommen, wir sind aufgeschlossen. Wir leben nie das Leben, nur leben wir. Gott sind nicht Kinder sein. Weißt du, wir sind euch von vor zu einem Volk gekommen, Israel wir auch nicht. Alle haben Probleme, hatten sie, aber sie gingen um Borch Gottes, Gott hat das gesagt, und sie mussten nicht lernen, Gott sind falsch sein. So ist es mit uns. Für den ewigen Part von Leben, leben wir, so zu leben, als wir sind. Und so mag Gott uns sehen. Ich will auch mit Ihnen zu beten. Dann wollen wir in der Tauffast nehmen. Himmlischer Schöpfer, Dankeschön für dein Wort. Help uns, dass wir wollen so sein, was uns Trauen von Sinn, was in dein Wort vertiefen, was Frucht der und erreichte Zeit. Aber dass wir nicht wollen Spree sein, was der Wind verstiftet und das Feuer verbrennt. Und Herr, wir haben von dir wohl, wir können auf einer oder anderen Weg sein. Und ich danke dir für diese jungen Menschen, die sich gewählt haben, auf den Weg zu gehen. Die haben Kraft und stehen sehen. Wir machen den Unterschied merken für die in dieser Welt. Amen.
Amen. Hey, de nächste part waar we even gaan naar de Tauffast part. En zo, dit is een celebreringszondag. En ik wil je een te spreken. Waar we deze persoon wat zich van deel worden der zeugnis metgeven en zich worden taufen. Waar we die in je staat en deel van ons, wie kan die, je zijn vrienden en familie van die. In je staat die, wenn die van hier wieder gaan, waar we voor hen beden. En waar we die celebreren van der, wenn we celebreren dat zij gaan, uit je leven gevangen door Jezus Christus. We celebreren dat nieuwe leven. En zo, de nächste part waar we een beetje die gelegenheid geven te meer zeugnis metdelen. En zo, der zeugnis, dat wordt hier kort zijn, hier boven, op ik wil je voorloon dat twee leiders gaan persoonlijk met iedereen van hen getroffen. Ze gaan de zeugnis van hen gehoord. En zo, we horen zoveel goede dingen terug. We horen dat zij moedig zijn en die gaan een vier zum God zijn rijk bieden. En zo, we freuen ons met die met. En zo weet dat die twee leiders gaan met hen getroffen. En zo, ze worden ook best van de zeugnis hier van de morgens met ons alle met doen. En zo, ik wil nu dat je gelegenheid geven to de eerste persoon. Kostbaarlijk hier napkomen. Ja, ik wil eerst vers lezen. Matthäus 16, 24. Dat zegt, dan zegt Jezus te zijn jünger, wanneer met mij kamp, met komen wil, moet hij van zich zelf vergeten en dan zijn kruis op zich nemen en met komen. Ja, dat heb ik ganz klar, wat ik den eerste mars, ik entscheid me, ik wil voor Jezus leven. En niet maar voor mijn leven, maar zo dat Jezus aan mijn leven wordt. En ja, dan krijg ik de kracht en dan alles wat ik dan gebonden weer, dat ik krijg kracht en ik doe dat niet meer doen. So, ja, dat maakt mij dat ik zo sterk wiederkom. En dan kan ik entscheiden, ik wil voor Jezus leven. En dat vind ik wat ik me van jou wil doen. Schön. First, I just want to thank God for everything He's done in my life. I wouldn't be here without His grace. My name is Kenny. I started following Jesus at a young age. I grew up hearing about God, but as I got older, I began to truly understand what it means to have a personal relationship with Him. There were times when I drifted and tried to do things on my own, but God never left me. He kept guiding me back with His love and patience. Thank you. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Before I came to Christ, my life was marked by uncertainty, fear, pride, emptiness. I often tried to find meaning and peace in myself, but it never truly satisfied me. Over time, I began to feel a deeper need for more. God started to draw me in. I came to understand that Jesus died not just for the world, but for me, to forgive my sins, restore my relationship with God, and give Him a new life. Since putting my trust in Jesus, I've experienced peace, purpose, freedom, healing, direction, and joy. I'm still growing and far from perfect, but now I walk through life with hope, knowing I belong to Him. I am getting baptized to declare that Jesus is my Lord and Savior. This is not the end of my journey. It's the beginning of a new life in Him. I'm excited to follow Him, grow in faith, and live for His glory. Thank you. Good morning, everyone. My name is Alex. Some of you know me as Schmitty. And today I want to share a bit of my testimony with you. I was saved at the age of 10. At the time, I didn't fully understand what it meant to be a Christian. But a few years later, after moving here from Canada, I began to truly learn what it means to follow Christ. With the growth, though, came a lot of doubt, especially doubt about my salvation. But thankfully, God placed someone in my life who helped me guide me through that season. To this day, I am incredibly grateful because without that support, I don't think I'd be able to stand here and confidently say I am a child of God. And to show the world my faith and commitment to Jesus, I've decided to get baptized today. Thank you.
Good morning. My name is Nancy. I am so excited to be here this morning and that I get to share this amazing experience with you guys. When I was 12, I got saved, but I always had doubts whether or not I would go to heaven. For quite a few years, I was always back and forth, and because of that, I did things I should have not done. I didn't feel at peace, but then Brian had a message at youth that got me thinking about the things that I was doing that were wrong. That evening, I decided to change, but it was like my eyes were not fully opened yet. I stopped with my bad habits, but I continued my life just like before. In August, I went with Hauntbuak, and that's where my eyes were opened to God's truth. Jesus died on the cross for me and paid for my sins, and that I am his daughter. Today, I am getting baptized as a sign that Jesus is my Lord and Savior. Thank you. Hi, ek wil gleich een paar van mijn zeugnis van der met te delen. Van waar ik klein werd mij geleerd de Bibel te lezen en te beden. Aber ich nahm das never so ernst. Ich bin nicht ganz sicher, wenn ich mein Leben nur gejauf, aber ich glaube, um den aller von 8 Partien, außer dass ich allein gewesen war, mit meiner Mama zu beten. Leben ging schein, war ich meine Freunde verloren und für 2 Jahre fühlte ich mich so einsam. Gott braucht mich bloß nur eine zu kriegen, aber alles wat ik deed weer am afschuwen. Nu die 2 jaar juif hij mij frisch vriend, ook wanneer ik niet mal wirklich gebed had en voor die vraag. Ik ging weer met mijn leven. Ik nam mijn gemeenschap met niet zo ernst, aber ik zo dacht dat de mannen eerlijk zijn waarom ze veel in de gemeenschap gaan met en dat ze genießen. Nu dat voor ik red met wem en red met die en duid me invested fresh op meer to God. Nu dat had ik de gemeenschap met aber ik was niet fijn, ik dat niet uitleven duid, wat ik lezen duid. Nu dat weer ik in een groep waar ik veel leer, aber ik antwoord. Ik had veel Themen en Wissen. Mir werd gevraagd wenn ik mij wil hoffen laten, aber bloß de aandenken angst mij. Ik wil er niet aandenken, zou ik daarop eens afschieben. Aber Gott eine Person in mijn leven nemen, wem hij wist ik niet afschieben würde. Die Person heeft mij geholpen te wachsen in mijn gemeenschap met Gott en heeft mij met te sperren, diese Entscheidung te maken. Mir wird schwer zu verstehen, was dort wirklich bedeutet, sich hoffen zu lassen. Aber nur dem, was ich dort studieren darf, und was ich viel mit der selben Person als euer, voll ich so kann ich dort Umfang besser zu verstehen. Und voll so ich rühre mich ein bisschen weniger. Gott hat sich zu mir gewesen und hat mich so fern und beschützt, wo ich dort sagen kann, dass das wird han könnt so erreicht gehen, wenn er nicht für seine Hand über mich wird. Jesus lehrt uns, dass wir uns taufen lassen sollen, wenn wir angenommen haben, nicht weil ich gehorsam sein und das dem, was er uns gelehrt hat, und mich für genau taufen zu lassen. Ich will gleich meine Eltern in allem zu danken für die Unterstützung in Gebet. Good morning, everyone. My name is Lyra Thiessen, and today I want to share part of my testimony. I grew up always being taught about God. Like many people who grow up comfortably, I knew the stories. I believed that God was real and that He created everything and that He died for our sins. But I wasn't truly following Him. I prayed only when I needed something, and when I didn't get it, I became frustrated. Everyone said God is good, but at difficult times, I doubted that. When I was around 13, we went to church for classes during the whole week,
and all week I felt a calling telling me to go forward. And on the very last day, I finally got the courage to do it. That was the first time I truly felt the presence of the Lord in my life, and I felt free. I had never been happier. But like so many after a while, I drifted back into living my life without much communication with God. I carried around a sense of emptiness, but I kept distracting myself with other things to not think about it. Then, not many years ago, my grandpa got very sick. He passed away on Christmas Day, and that was confusing for me. Why would a good God allow it to happen on such a day? But something powerful happened too. Before my grandpa passed, he found Jesus, and he had seen our Lord opening doors to heaven for him. And his final wish was that every one of his children and grandchildren would meet him again in heaven. From then on, I began to take my faith more seriously again. I started reading the Bible more. I started praying more. I learned that God was truly always good. Even when I didn't understand, he was always doing what's best for me. And I fully believe that. But I did drag on to wait to get baptized. I always felt like I was too young. I wasn't good enough to get baptized. Yet I wanted to be a better person before I'd get baptized. And now I know it's not like that, because I will never get there if I want to do it that way. Today I want to get baptized to start becoming better through Jesus, and believe that this is a bigger step to do so. You can't try to get perfect only to then follow him. You have to follow him and continue your growth from there. And that is what I have chosen to do today, and I want to declare publicly that I have chosen to follow our Lord Jesus Christ, and I want to get baptized in his name. Thank you. Good morning, everyone. My name is Natalia Peters, and I'd love to share part of my testimony today. I grew up in a loving family and was taught about Jesus from a young age. I went to church all the time, and I believed in him, but for a long time, he felt more like someone I'd heard about than someone I truly knew. I remember accepting him into my heart over and over again when I was younger, always wondering if I had done it the right way. I never had a drastic transformation moment like some people describe, so I kept trying, hoping one day I'd feel this crazy change in my life. As I slowly grew closer to him, he began changing me, but it wasn't in one moment or in a dramatic way, but over time. Through hard moments where I doubted him, struggled to feel his presence, and felt really lonely. Looking back on all these moments, he showed me what faith was really about. He showed me grace and patience in unimaginable ways in times I didn't deserve it. This taught me to truly trust and love God because of everything he has done for me. He showed me that it wasn't because of me, but because of him that I am saved. I spent many years of my life trying to be someone I wasn't. I used to feel like parts of me needed to change in order to be more Christian. Like I had to be more calmer, more put together, more like someone else. But God showed me that every part of me, even the things I used to question, like my personality, my struggles, the way I think and feel, was made on purpose. I didn't have to change who I was to be accepted by him, or for him to be able to work through me. I didn't have to pretend and be better to earn his love. God wasn't waiting for me to someone else. He wanted me to work for him, love and serve people through the person I already was. There were times I doubted if I was ready to get baptized because my story didn't feel like a big turnaround. It wasn't one dramatic moment, it was a process. God worked through one thing in my life at a time, slowly opening my eyes to him. I'm choosing to get baptized today in obedience to God because I'm fully certain I want to live the rest of my life for Jesus. I want everything I do to honor him, and this is my way of declaring that my life is his and I trust him with every step ahead. Thank you. Amen. Hey, so einfach mal danken für Ihre Zeugnisse mit. Und das nächste, wo wir hier den Tank anfangen rein zu merken. Und so, wir wollen am Maßball hier den Tauffast haben. Und so, wenn wir Tempo Tauffast, jeder muss ein bisschen fragen, okay, wenn wir so mit Taufen lohnen. Weil wir sehen, dass Jesus hat bewiesen, wenn Jesus wird getauft. Nicht, wenn er in sein Leben dort fertig, aber wie der Anfang von den sein Deutsch. Und so, dass sie modelt von Jesus. Und dann fährt Jesus in den Himmel vor und dann sagt Jesus, dass er seine Jünger gute Welt nennen, merkt ihr länger, deutet den in den Namen von den Vater, Sohn und Heiligen Geist und lehrt ihn alle Dinge zu holen, was ihn gelehrt hat. Und so, dass Jesus sagt uns, wir sollen rausgehen und wir sollen Menschen taufen. Menschen sollen Jesus Christus finden, die sollen beweisen, mit dem, dass sie sich taufen sollen. So, die Frage ist dann, wer soll sich taufen?
Weil wenn du hast Glauben gekriegt an Jesus Christus, du hast auf ihr Leben gekriegt, dann siehst du die Taufe lohnen. Hier bei Lebenswasser sei wie Glauben, Taufen und dann Wasser. Insofern glaube ich, wie man nicht mal vollkommen worden, wie man nicht mal mehrere Jahre leben als ein Christ, für wir uns kann taufen. Aber wenn wir die Bibel studieren, dann den Tag, wo Menschen Jesus annehmen, dann wir den Tag, wo die sich taufen leiden. Und dann nur dem Leben, die sich so zu leben ist, was Jesus dann verlangt hat. Und so, wenn du hier bist, du hast Glauben an Jesus Christus, aber du hast ihn noch nicht getauft, dann werde ich die Mutter sprechen, den Stab zu nehmen. Glauben, taufen und dann Wasser. Und so, wir wollen hier nicht einfach gehen, nur der Tauffast. Und so, wir kriegen fertig weiter dort. Wir werden mit einem Taub zelebrieren.